Ich bereits nicht seiner neue Episode Film läuft. Wann euch das Format gefällt, dann denkt von Stift ein Like dort zu losen, zu abonnieren und noch Glock zu drücken. Und ein großes Merci an Kinepolis, die diese Episode sponsern. Das geht um eine Fortsetzung, mit der ihn eigentlich nicht gerechnet wird. Und zwar geht es heute um den dritten Teil von Bad Boys. Ob die Formel auch heute noch funktioniert, und wie mit der Macht weitergehen soll, das sieht alles hier bei Film läuft. De Mike Lowry und de Marcus Burnett sind nach immer zusammen am Dienst, bringen ihre Captain Howard nach immer mit ihrer Mission auf 180. Während sich de Mike eigentlich nicht verändert hat den Marcus immer mehr gefühlt, Zeit mit seiner Familie zu verbringen und sich nicht mehr an gefährliche Situationen stürzen zu wollen. Nachdem de Mike dann aber Opfer von einem Attentat gibt, bleibt den zwei eigentlich nicht Ernstes mehr übrig, wie sich auf sich Schuldigen zu machen. Was für eine Motivation den Angreifer dann hat, und was für Geheimnisse man zu streut, das sieht alles am Kino bei Bad Boys for Life. Also Bad Boys ist ja eigentlich ein Thema, das echt polarisiert. Entweder haben Leute viel mega gern oder sie fanden mega schlecht. Da hatte ich mir da noch 4 im dritten Teil nach die 2 echt geguckt. Und naja, was soll ich sagen, die all Dealer haben sich ja wohl echt dazu Trash-Filme entwickelt. Die Filme kann ich mittlerweile einfach nicht mehr echt wählen. Und im Vergleich dazu mischt eigentlich Bad Boys for Life viel richtig. Ich muss dann dazu sagen, dass ich absolut kein Michael Bay-Fan bin. Und Regisseuren Adil El Arbi und den Bilal Fallah machen das schon wesentlich besser. Also so mal so, Bad Boys for Life was mal endlich ein klare rote Vorder zu sehen. Und die Action-Szenen sind noch schon viel besser inszeniert, mit solid choreografierte Kampfszenen. Und das nämlich kann ihn eigentlich auch zur Story sagen, die ist auch eben ganz solid geschrieben. Er kriegt eine nachvollziehbare Handlung geboten und eine Story, die mit ihrem kommenden Twist eben der Stange hält. Mir leider muss ich sagen, dass der Film aber auch nicht mehr wie solid aus. Ich hatte während dem Film permanent das Gefühl, das hat den doch alles eigentlich schon gesehen. Er ist irgendwie nicht wirklich kreativ oder einzigartig. Es hat einfach irgendetwas gefehlt. Das Charakteristischste, was dieser Film hat, ist einfach sein Cast. Und das muss ich aber so in Will Smith und Martin Lawrence aber schon ziemlich gut hingekriegt. Ich hatte einfach das Gefühl, dass die zwei richtig Bock auf den Film hatten und noch Spaß während dem Dreh hatten. Und das ist auch das, was dieser Film dann den Moment ausmischt. Mir leider hat mich auch hier etwas gesteuert. Der Film ist an sich eigentlich nicht konsequent. Einerseits will er witzig sein und auf der anderen Seite will er aber dort echt sein. Und das beißt sich leider auf Platz. Hier wird besser gewesen, sie hätten sich auf eine Richtung dezidiert und die weiter ausgebaut. Am Großen und Ganzen war der Humor aber trotzdem nicht schlecht. Die Comedy-Elemente waren zwar nie auf einem hohen Niveau, aber ich meine, das hat auch kein von seinen Filmen erwartet. Aber für Lunenk auf den Cast zurückzukommen, hier sind diverse neue Charakteren etabliert gehen, die einem Gefühl gehen, dass das noch nicht die letzte Kehr war, dass man sie bei Bad Boys gesehen haben. Und das finde ich persönlich ziemlich flott fand, dass niemand den 2 Hauptcharakteren nach neuen Charakteren etabliert gehen, die auch genug Screentime hatten. Es ist also noch aufzuwerten, wie das Ganze noch weitergeht. Also zum Aufschluss gibt es dabei eigentlich nicht ganz viel zu sagen. Der Film kann ich bei weitem nicht als schlecht bezeichnen, aber ein Actionmeister wird er trotzdem nicht gehen. Bad Boys for Life war einfach kurz gesagt der perfekte Film für mit paar Kollegen oben bis an die Kino zu gehen und eine gemütliche Abend zu verbringen. Ich persönlich bin mal ganz gespannt, wer das der Macht noch gemacht wird, weil Potenzial ist definitiv da. Erzählt mal gerne in den Kommentaren, wie euch der Film gefallen wird. Und ob ihr von den allen Dealer Fans seid oder ob ihr die Filme hasst. Zum Abschluss dann ein große Merci an Kinepolis, die diese Episode gesponsert haben. Und denkt wann schläft dran zu liken, zu abonnieren und Glock zu drücken. Und in dem Sinne verabschiede ich mich und wünsche euch noch ganz viel Spaß am Kino mit Bad Boys for Life. In these streets, I never trusted anybody but you. I'm asking you, man. Bad Boys. One last time. One last time. I'm the definition of half man, half drugs. Ask the clubs, bad boy, that's what's up. He trying to do them all. We're not just black, we're cops too. We'll pull ourselves over later. It's official. I survived what I've been through. Y'all got drama, the saga continues. Bad boys. Bad boys. We ain't going nowhere. You were right about the glasses. I've been telling your ass for a year. We can't be stopped now. Shit, Mike. These are like HD. Cause it's bad boy for life. We ain't going nowhere. Cause it's bad boy for life. Bad boys. Hey, what she gonna do? What she gonna do when we come in? Hey, no, never. Y'all will never do that again. Yeah, and you fucking up the lyrics.
which take a long time to learn. Cause it's bad.